Maria Sola. Vandaag wil ik gleich een beetje over te gaan den 84. Kapitel Psalm. Psalm 84. Dat handelt zich van Gott zijn woning, van den Gotteshuis, van den Tempel. En dat is bij mij besonders de laatste tijd zeer wichtig geweest en wertvoll geweest. Also we zijn van daar waar we terugkomen, zoals JP laat zei, dat we zijn laatste zondag, wat hij wil een boodschap brengen hier in die kerk in Tilsenburg aanvangen. En dat geeft mij van daar graag zo. Het laatste mal dat ik je geleerd heb met te doen, wie daar aanvangen aan te voeren. En dat is mij wichtig. Ik zie zeer gezegend worden in deze laatste jaren. Wanneer ik terugdenk van klein aan, zolang als ik zie een kerkje was, God heeft mij niet zo redelijk gezegend. In de kerk, waar ik mijn broeder en zuster kan opkomen, als wat ik hier in deze stad heb. Als wat ik hier in deze kerk heb. Ik heb hier niet zoveel geleerd, uit God zijn woord. En ik heb ook niet euer zo'n ware, treue vriendschap gehad, als wat ik hier gehad heb. En dat is mij veel weer. En ik zie mij ook zeker, dat God dat gebruikt heeft, mij wat hier te brengen, ons wat door te brengen, dat we nu rijden zijn, en dat we den roep klaar hebben, nu in Tilsenburg aan te vangen. Dat is wat God gebruikt dat doet. Zo blijft dat. En ziet zeker door aan, dat God een oorzaak heeft, kunt hier te gaan. En dat hij zijn werk vollenden dat. Nu ook te deze tijd. Waar het eerst volkomen is. Dat is veel weer. Dat is zeer schijn. Om een Jezus du bist wert. Den derde vers zegt je, Huldreich blickest du mich an, sagst mir, dass ich kommen kann. We zijn dat fertig, niet? We hebben dat hier zeer vrij en zeer goed, dat we ze steeds ons verzamelen kunnen. We hebben vrijheid dat te doen. Dat is veel weer. Er zijn vele landen waar ze dat niet kunnen. We zijn niet erlaubt dat te doen, vrij zoals we hier kunnen. En de Heer, dat is wat hij te ons zei, dat je bent vrij te komen. Hij heeft ons dat gezegd dat we komen kunnen. Niet alleen naar aan, maar ook ze steeds naar een verzameling, waar we met broeder en zusteren toekomen kunnen. Ons einander te vrijen, te ermunteren en op te bouwen. Van der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß. Bij mij is dat wichtig, te zijn de tijd of stad waar we kunnen opkomen, waar we ons verzamelen, waar we Gott zijn woord aankijken dan taub als een verzameling. Dat is wat van God mij verstoot van den eerdloos rieten daar. En dingen stellen zich waar er recht aan. Niet aardisch, maar liever himmlisch. Dat is een zeer smakke beeld. Kapitel 84 in den Psalm, hier zijn we 13 vers, we worden het even lezen en dan wird wieder den Händchen. Ein Psalm von Korach zijn Sehens, met de Gitaar te zingen. Vers 2. Wo zijn deine Wohnungen, Herr, dat die alles regierst? Meine Seele verlangt und bangt sich nur Gott seine Verhef. Mein Körper und meine Seele juchen uit Vrede, dem lebendigen Gott zu sein. Sogar der Sporling hat ein Hüs gefangen und der Schwarmen ein Nast, wo sie ihre Jungen haben kann. Dich bedien Altar, o Herr, da du alles regierst, mein König und mein Gott.
Hoe glücklich sind die in din Haus wohnen, die loven die immer. Glücklich sind die ihre Kraft in die Fingern und von Horten in die Wege wandeln. Wenn sie durch dort jammer tulgonen, wordt aan dat Fall waterkwalen waren. En op die tigerien wordt die geladen met watervallen. Die waren beim Gonen immer stärker, wat sie vor ihrem Gott in Zion stonden. Hier mein Gebet, o allmächtiger Herr Gott, o Jakob sein Gott, herrch nur mich. O Gott, kijk ons Schild, dienen gesalbten König jens dich an. Ein Tag in die Verheb ist besser als 1006 vor. Ich würde lieber bei mein Gott sein Haus und die der abpassen, als in der Gottlose ihre Häuser wohnen. Wie es Gott der Herr ist Sohn auch Schild. Der Herr gibt Genug in ihr. Er hat für dich, oder er hält für die nicht gute Treu, die aufrichtig in seine Wege gehen. O Herr, der du alles regierst, glücklich ist der Mensch, der sich auf dich verlässt. Das so weit. Das ist ein sehr wundervoller Psalm. Das ist wichtig, dass wir da klar haben, dass den Tempel Gottes ist nicht jeder Mensch, der gläubig ist, der sich auf Jesus Christus verlässt. Das ist, wo der Tempel ist. Das ist, wo Gott nu bewundert durch sein Geist. Und das ist mächtig, das ist kraftvoll. Aber wie viel anders ist das nicht, wenn wir nicht einen großen Herd, Tempel, Taubsalmen dann sind? Wie viel mehr Macht und Kraft ist das nicht, wenn wir uns untereinander können ermuntern und abbauen. Das ist sehr viel wert. Bei mir ist das wichtig. Ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat dadurch. Und ja, das ist so. Ich sehe in Christ, und den Geist Gottes wohnt in mir. Gott arbeitet durch mich, durch sein Sohn Jesus Christus. Aber wenn wir taub kommen, als Brüder und Schwestern, als Glieder, Gott kann viel mächtiger schaffen. In ein Gestecken, als was er allein durch mich tut. Das wird voll dort taub kommen. Und wenn ich hier nu reden darf von der Kirche, wahrscheinlich das ist, ich rede nicht von dem Gebet. Gerade so, wenn einer durch den Weg geht, sagen, oh, wo fährst du in die Kirche, was ist das für die Kirche? Oh, wir fahren durch und durch an, geben eine Adresse an und sagen, oh, weil wir haben ein Stück, wo wir singen dann, und dann hast du eine Predigt, und dann singen wir weiter, und dann Opfer heben, und wir haben dann sie noch was Segnissen mitteilen, und das ist, was Kirche ist. Das ist, was wir vielleicht sein wollen. Aber wenn wir wieder nachdenken, dann, oder wirklich an denken, dann, wie wollen das wie die Kirche sein? Das ist kein Gebet, das ist kein Adresse. Hier ist die Kirche. Und wenn ich da sehe, dann ist es da. Und wenn die Christen sagen, wo ihr nie sind, die sind die Kirche. Die sind den Tempel. Wie taub sind die Kirche. Und was tun wir aus der Kirche? Na, wir versuchen Gott zu verherrlichen. Durch unsere Werte, durch unsere Täten, die Dinge, was wir tun, durch unser Leben, unseren Wandel. Also das ist klar. Aber ich will besonders sein Rüte heben, wo wichtig und wo viel wird das erst, wenn wir das dann taub kommen, aus einer Versammlung in der Kirche. Und die Kirche kommt in den Gebet taub. Die Brüder und Schwestern fahren nicht nur die Kirche, sondern das Gebet an die Kirche wird. Die Kirche versammelt sich in den Gebet. Aber wenn ihr sagen, wir fahren in die Kirche, das ist wenig down. Ich weiß, was ihr meint. Ich verstehe, was ihr meint. Im zweiten Vers sagt er hier, wahrscheinlich sind die Wohnungen Herr, da die alles regierst. Es gibt dort nicht viel wird gewesen, wenn ihr hier sind, angekommen, in die Gebiete haft begreist. Das passiert nicht. Aber es sind die Brüder und Schwestern, die in der Kirche sind, die freundlich ankommen, ankicken und greisen und gefallen so, das
das mag ich, die Gleichheit. Die sind so abnehmend und je geht das Schein, das ist anders, als was einer sagt, wo Ferken sein das. Dort habe ich Ferken gehört, wahrer, wo Menschen sich, sie wollen da bloß an, hier ist was anderes. Der Geist regiert. Und dem Bruder, der heilt. Und Menschen wollen das an. Dat is bij mij lang zo tot gewas. Ik had het lang gezien, aber nu, de laatste tijd spijt ik zeg, je wil een hier bloos rutschecken. Wat is denn dan? Wie gaan hier zijn dat in Tussenberg een kerk is, wat de zij opneemt is? Waarom dürfen ze een hand ervoor? Is het niet schijn? Dat al dit passieren dat, en dat we ons darf da worden. Gott fängt hier noch eine Kirche an, aber das ist nicht, wen dort wir uns hier nicht einig waren. Das wen dort wir uns einig sind. Und Gott will seine Arbeit für mir. Und das ist ein Frieden. Doch, weil einer Bettregel im Fleisch wenigstens. Aber wie wollen das an? Dat we de Geest is en we breid aan zesteren zijn in Gottes huis in de kerk. Doe arbeid de Herr. En de mensen vallen zich zo, ze kunnen komen. Ze komen verken aan en krijgen dat vielleicht, vallen zich vielleicht zo dat je dat mal kraak im Hort krijgen, wat infällt. En es verken nicht maglich im Geest, aber doch, sie fallen, sie können doch nicht weich vom Leben. Die Gemeinschaft, der Taubkommen. Sie hören dort, was entfällt. Das ist wichtig. Und das ist, was Gott geschaffen hat. Meine Seele, sagt dort in Vers 3, meine Seele verlangt und bangt sich nur Gott seine Verhef, nur ein Verhaf. Mein Körper und meine Seele juchen nicht Frieden, den lebendigen Gott zu sein. Na, das war beweiten, dass der Schreiber hier nicht ein Deutscher gewesen ist. Dann der Jochen nicht Frieden. Und das passiert hier nicht so leicht, ne? Ich weiß nicht, wo wen das ist. Wir können uns vielleicht ein bisschen da loslassen, als was wir dann. Wie wir in, ich glaube, in Projekt 3, wie wir in Toronto gewesen, wir in der Kirche, so wie 5000 Glieder, was sie da gehabt haben, und wir sind auf einer Conference. Und wie interessant. Schon Menschen, was da wir, und sie sehen, in ihrer Kirche werden da wie 75 verschiedene Sprachen, was sie da reden, da so verschieden wie da. Verschieden. Und wie interessant. Und sie hatten Tiden, wo sie singen da, und ich kickt bloß ran und merkt, wow, die Menschen so verschieden werden. Was sie da? Sie da singen wie eine Frau. Angestanden da hängen und singen. Andere, ich habe ein bisschen drauf und die nicht singen. Andere freuen sich und können nicht stillhalten. Sie hopsen dran, was immer dort geht. Und ich mag besonders eine Frau, eine schwarze Frau in jemandem, und sie da klatschen und sie fühlen sich so frei und freundliche Sachen. Dat leidt Fan. Dat leidt sehr Schein, dat leidt Schmack. Und sie singen da, dann hängen und ich stand da und wissen wir es nicht, ja, das war dort nicht so frei ist. Das ist interessant, was ich schaffen da. Aber ich dachte, wie hier wichtig. Das ist hier sagt in der 3. Vers. Meine Seele verlangt und bangt sich nur Gott seine Verhef, mein Körper und meine Seele juchen nicht Frieden. In den Seil, da wir vielleicht Ferken juchen. Wie hier ein Wort, was du wo ist in unseren Hort, in unseren Sinn, wo wir mitstehen, da und Gott sein Wort, in einem Hort sagt wir dann Leben, yes, jo, Amen, das reicht. Wuhu! Aber im Körper, du jeftet uns sehr wenig Wort.
En is dat aardig dat einer, dort wo einer im Hort bleiben dat, dort in den Müll rücken? Nee, das ist christlich. Das wat de woord aan zijn dat, en leren dat. Nou dat je het krijgt een andere weg ook uit te geren, nee? Je hebt te weten nemen dat het alles bloot sterke feilingen in Körper is, en wanneer het in Körper niet staat, dan dat het hem zal ook niet. Dat is niet waar. Dat is niet christelijk. Aber in meest alle denken is dat zo, dat een Wasser van een zijde heeft, een Wasser van de andere, en dan komt dat top. En dan wordt dat balance. Nee? Ik dacht dat weer interessant. En doe weer te zijn. Bid van alles. Voor een zijn. Wie sehr interessant. Also, wanneer we top komen, dat is een doen. Wanneer dat de woede kwal hem hart everschelen dat, en wanneer dat met eenmaal te muil ruit kwal dat is ook een doen. Dat is niet schlimm. Dat Hafenrechter steht. De vierde vers. Sogar de Spoiling hat ein Huis gefangen, und die schwarmen ein Nast, wo sie ihre Jungen haben kann. Hier ist die Lehre, dass ich schreibe nicht, dass wir so ein Ferien in den Gebiet haben. Manche Sport. Wir haben hier Flattermies bei uns. Aber das ist nicht, wo der Herr hier von reden wird. Das ist nicht, wo er von reden wird. Wenn ihr denken, die Schwarmen und die Sporling, sie merken sich ein Nast und fallen sich durch frei und Tüß. Und was tun sie am Nast? Sie haben durch und haben ihre Jungen. Wenn ihr denken, dann, was ist es mit dem Mutterleib? Ich habe viel Leib für meine Kinder. Aber doch, mir das Hart nicht so weit rührt. Und ich sehe nicht so barmherzig mit den Kindern, als was meine früher ist. Der Mutterleib ist noch anders als dem Vaterleib. Und wenn eine Frau und eine Mama so bedeutet ist über ihre Kinder, was meint das dann, wenn sie sich frei fühlt, die Kinder im Gotteshaus zu bringen? Sie wollen nur die Kinder abpassen. Sie wollen das Beste für die Kinder. Sie wollen einen Platz haben, wo sie frei fühlen, ihre Kinder zu haben. Wo sie sanftig ruhig sein. Das ist, was die Kirche soll sein, Brüder und Schwestern. Das soll eine Stadt sein, wo wir unsere Kinder können bringen, mit Frieden. Mit Frieden. Die Kinder hier in unserem Land zu haben, so dass die Kinder sich hier können Tüß merken. So dass wir nicht darum bedürft sein, oh, wo war das denn allein mit meinen Kindern war? Ich kann hier selbst noch mehr abpassen, aber wo war das mit meinen Kindern war? Das ist, was die Kirche soll sein. Und das ist wichtig, dass wir dann auch vorsichtig sein. Und dann denken und abpassen, was die Kirche wollen. Dann die Kinder wollen die Kirche. So, das ist wichtig. Aber wollt ihr das nicht allein, was das hier sein wird, von der steht, und was das hier im Gotteshaus soll sein, wenn wir uns versammeln. Es soll ein Städt sein, wo wir uns frei fallen und ruhig fallen, wo wir unsere Kinder heranbringen und nicht darum uns fürchten, wo noch was passieren. Aber das sagst du, wo sie ihre Jungen haben kann, dich bei den Altar. O Herr, der die alles regierst, mein König und mein Gott, dich bei den Altar. Wo bringen sie die Kinder hin? Nicht allein im Gotteshaus nein, im hintersten Bank, aber dich bei den Altar. Was passiert an den Altar? Den Opfer wird gehoben. Das, was an dem Altar passiert. Das soll so sein, dass die Fries mit so einer großen Mutterleib sich frei genug fallen, die Kinder in die Kirche zu bringen und ihnen durch Gott überzugeben. Ehrlich sein und ihre Kinder auf den Altar zu leihen und zu Gott seine Werke und Arbeit und zu opfern und abzugeben. Das wird es so sein.
Viele han en zijn kinderen, han kinderen al weggegeven. Op van de op ter de wereld. Laten ze gaan waar ze willen, wo ze willen, wanneer ze willen. En ze hebben ihre kinderen verspeeld. En ze leven in furcht voor ihre kinderen. Dan ze hebben geen woordenrechten, vasten grond en plaats waar ze in hand gebracht hebben. Dat is wat het kwartje zal zijn. Ze hebben geen ruw. Wie niet weet wat met ihre kinderen gegaan is. En het kwartje zal zijn steeds zijn, waar je wordt ruw vinden. Waar je met vrede wordt kan de kinderen aanbrengen en zeggen, hier zullen ze zich toesmerken. En ik geef hen wellicht tot de arbeid Gottes. En lijn dat me op van. Op een altaar als een opval. Dan de Herr regiert. Hij is een koning en God. In de eerste vers, 6 en 7 gaan hier taub. Dat zegt, gelijkelijk zijn hij, de kracht in die vingen en van harten in die wee wandelen. Van zij dacht dat jammertol gonen, wordt aan dat val waterkwalen worden, en ook de tigerien wordt geladen met watervallen. In de eerste vers wijst ons waar we dat uit in de 7e vers merken. Zegt u gelijkelijk zijn hij, dat ihre kracht in die vingen, en van harten in die wee wandelen. Wanneer we van harten in Gott zijn wee wandelen, wanneer we wonen, wanneer we thuis gaan, wanneer we leven, wanneer we zijn, wanneer we dat nu volgen. Wanneer we in Gott onze kracht vinden, dan verlaten we ons niet op onszelf. Wanneer den jammertool dan komt, dan zijn we eruit. Wenn we verlaten ons op den Herr, wenn we zijn bekend met zijn wee, en we gaan hem hingen aan. Gelijkelijk zijn die, ihre kracht in die vingen, en van harten in die wee wandelen. Wanneer ze daar dat jammertool gaan, wordt dan dat vol waterkwalen worden. Bist du een Christ, sei goed, du gehst im jammertool neer. Bist du een non-Christ, sei goed, du gehst im jammertool neer. Dan don't wat du bist. Du bist bekend met een jammertool. Dat zijn dan, op wem du die verlaatst. Wanneer je alleen op jezelf verlaatst, of wanneer du die ganz God gegeven is, du gehst im jammertool neer. De zware tijden gaan we daar. Maar wel veel beter is het niet, wanneer we daar in jammertool gaan, en we ons op 6 wem verloten kunnen. Dat we ons niet daarin zelf, sondern onze ene kracht houden. Wat doen we dan? Er schrijft hier ons dat wanneer we healen doen, wanneer we sterben dat. Wanneer we krank is, wanneer we sehr lijden darven. We darven niet lijden in healen als zonne dat het geen hoopning heeft. Dan we hebben een hoopning. En een hoopning neemt wij die ook niet waar. Maar dat laat ons door voorbij kijken. En we vinden een hoop. We hebben een hoop dat we er nog uitkomen worden. Dat werden klar te zijn, en besonders aan oudere mensen. Wo we bloos weten dat ze al langer geleefd hebben. Ze zijn meer jammertool soldaat. Meer als wat de jongen zijn. Dan ze hebben langer geleefd. En dan kan verken zijn. En wo we schafft dat zo? Wanneer
wenn wir uns auf Gott verlassen und durch den Jomatul kommen und er uns durchbringen wird und wir uns auf ihm verlassen haben und wir das sein, dass er uns zurückgebracht hat, dann nächste Mal wir bei den Tool kommen, dann denken wir drei, hey, der Herr, fährt mal was ich im Tool wir, er bracht mich durch. Und das wird eine schwere Zeit, aber es kann sein, dass er das getan hat. Und das nächste Mal, wenn wir bei dir kommen, dann denken wir drei, hey, der Herr hat letztes Mal getan, er wird nie auch weiter. Gleich, dass er mich dort zurückgebracht hat, wird er nie auch wieder. Und was ist das? Wenn das einmal passiert ist, dann sind wir zum zweiten Mal in Bettelerei. Wenn das nicht 5-mal passiert ist und Gott jedes Mal es zurückgewaschen und zurückgebracht, wird es zum 6. oder 7. Mal nicht leichter sein? Soll sein. Oder wenn es nicht zum 20. Mal oder 60 Mal, was du gekommen ist. Wir sind Gott zurückgewaschen und wir haben uns auf Arm verloren. Durch seine Weisheit sind durchgekommen. Er hat uns zurückgebracht durch seine Gnade, für seine Ehe. Dann sind wir bereit, wenn das 100. Mal kommt, wo wir durch den Jomatul gehen. Also die, die alle sind, die da manches Mal durchgegangen sind, wenn sie sind zurückgewaschen, sich auf den Herrn verloren haben, dann haben sie mehr in stärkeren Glauben, mehr Hoffnung durchzukommen, dann sie weiten, wo Gott schaffen wird. Also das, wo wir irgendwie fern, das fing, wo die Ältere so viel Weisheit haben, und wir ihnen so viel rechnen, dann sie dort haben, was uns fehlt. Sie haben so viel Hoffnung, Weisheiten, wie freuen uns dort, dass wir noch mal wollen, was durchkommen. Aber kriegst du erst, wenn sie die 100 Mal bloß haben müssen durch ihre eine Kraft und Weisheit durch den Tool gehen. Oh, aber was schwer und wichtig. Dann denken sie, oh, die letzten 99 Mal auf, aber so dumm gegangen, wo war das nicht noch war. Und das wird daran, ja, das wo wir wie so viel brumsche, necksche, alle Menschen kann und weiten. Nicht so? Wird das nicht so sein? Später finden sie das in zweiter, oder? Oder wie? Wo will wir? Wir dürfen nicht necks worden. Wir dürfen nicht brumsch sein. Und Menschen uns kijken, sie wollen sein, wo der Herr ist, faithful gewesen, wo er es treu gewesen, wo er ihn durchgebracht hat. Und die jungen Menschen kijken, sie merken dort. Und sie kijken nur jemand aus dem Beispiel. Krijgt dus onze kinderen nur mir und meine Frühkinder dann als Eltern. Sie wollen ein Beispiel sein. Das ist ein Tool, wo wir uns Exercise kriegen, so dass wir bereit sind, den Glauben zu brechen, wo das stärker wird. Hebräer 12, den 11. Vers sagt, dass gestraft worden ist für uns, gerade wenn das passiert, nicht eine Freude, aber Treue. Nur her aber bringt dort für dich, dass ich durch dich im Golden geeift habe, einen scheine Art von Freude und Gerechtigkeit. Dort kommt man nur her. Einer kriegt dort nicht erst eine Reihe ist durch den Tool zu gehen. Dort kommt man nur dem, was einer durch den Tool ist. Dann kriegt einer die Frucht von der Gerechtigkeit. Du freust uns das. Wann wird es sein, dass Gott es treu gewesen und uns da durchgebracht hat, dann sind wir zu dem nächsten Tool und Bitterei, Dollerei. Dann können wir uns auf den verluten. In den 27. Psalm, Vers 4, da saß, hier redet war davon, von Gottes Haus. Im 27. Kapitel Psalm, den 4. Vers, 4, da sagt hier, du hast eint
omdat ik den Herrn bid, wat ik hierin hebben mocht. Dat is, dat ik mijn ganze leven in God zijn huis blijven kan. Om te zijn hoe herrlich de Herr is. En om in zijn tempel te zieken. Wanneer ik in trouble kom, dat ik den tool moet gaan, wordt hij mij in zijn woning zeker houden. Hij wordt mij in zijn zelt versterken. En mij op einen hohen Stein sicher stellen. Is dat niet wat ons fehlt? Wenn wir durch den Tool gaan, wo das alles unsicher ist, wo das nicht so zu sein klar ist, uns fehlt, dass wir einen sicheren Stein haben, wo wir stehen können, wo wir weiten, hier können wir festbleiben, wenn alles rum uns umkehrt auf den Hand fällt und nicht stehen bleibt, hier können wir stehen bleiben. Dan wordt mijn kop hoog over mijn vrienden, die om mij zijn gehoven worden. Door weer een waar ik am in zijn zelt met vrede opverbrengen, am loven en danklieder zingen. Dat is wichtig, dat wanneer God ons durch den Tool gebracht heeft, dat we dan ook dank zijn. En hoeveel beter, hoeveel grater zijn kon dat zijn, wanneer anderen dat ook aanwoorden. We kunnen persoonlijk dat God loven en prijzen en danken voor dat wat hij gedaan heeft. Maar het is wichtig dat we dat hier in de verzameling ook metdelen doen. Zodat anderen zich ook vrijen kunnen. Zodat anderen ook rijk komen en rijk zijn wanneer zij bij den Tool komen. Dan kunnen ze niet alleen van ihre ene ervaring kracht nemen, maar ook van jullie, dienen, jane en mine ervaring ook kracht nemen. Ah, ik weet wel God daar is trouw was. En zoals hij voor jane gedaan heeft, ik denk den zaljen God, hij kon voor mij dat kracht zetten. Dat geeft plus mij aan mijn kracht en moed voor iedere man. Dat is wichtig dat we dat doen. Toen zegt de chef van zijn Hebreeën, wanneer we terugkijken naar de grote, zware geloofje wat er gewaar zijn. We kijken terug aan de dingen wat zij gedaan hebben, we lezen daarvan en we krijgen kracht daarvan, moed. We merken ons eruit weer te gaan. En weten dat we dat uitbrengen kunnen door God. Dan hij is trouw. En achtervars, die worden beim Gonen immer sterker, wat ze voor ihren God en Zion stonen. Wo worden sie immer sterker? Beim Gonen. Wir sollen beim Gonen bleiben. Wir sollen nicht stillstehen. Wo wird es sein? Wenn wir nu bei den Tool kommen und sagen, nicht ein Schritt wieder, ich bleib gleich hier, ich gehe nicht durch den Tool. Dann reden wir uns selbst auf. Ich weiß nicht, was das reich ist. We rip ourselves off, right? Reden wir uns selbst auf. Dan Gott hat von uns, wo wir uns den Tool laat toekommen. Hij will wat in ons doen. Hij will wat ändern in unserem Verstand, in unserem Weg. Und hij will uns wissen, wat hij von uns verlangt. Und wieviel heicheren und besseren Weg hij hat. Und wenn wir stillstehen und wir nicht wieder gehen, dann tun wir uns das selbst zum Schulden. Wir glauben, wir sporen uns den Tool. Aber wir bringen Leiber an uns in viel gerateren Trühe. Dann wir blieben weg von Gott, der uns gerat hat. Der uns tragweisen will. Der uns nur am Tragen will. Wir zijn aan dat af. Wat hij wil. Die worden beim Gonen immer sterker. Blijf beim Gonen. Wanneer je bij een tool komt, goed dadurch, blijf beim Gonen. En verloot je ganz op den Herrn. Die worden beim Gonen immer sterker, wat sie voor ihren Gott in sie anstunden. Hier sagt je dort, wo lang je wollen Gonen maten.
Wat nicht bloß ein Tool sein. Dat sag ich, bad wie vor Gott im See anstonen, mat je gonen. Bad wie wat du sein. Bad hei ans nozig raupen dat. Von den Erd war ich. Bad dann, wo wir matten gonen. Blieb nicht stehen. Gut, rahmt. Und dann wollen wir dort beleven, was er von uns verlangt, was er von uns hat. Er hat Gott von uns, einen guten Plan. Wir dürfen das nicht verstehen. Wir sollen, du bleibst da gehen. Das ist wunderschön. Psalm 27, den 13. Vers. Wenn wir bitte sehen, anstatt Schwerfalten, wie weit nicht, wohin oder woher oder woher, aber uns hat den Herrn verloren. So ist dem Psalmist hier auch da, so ist David da, 27, Vers 13, sagt, ich glaube aber doch, dass ich Gott, oder dass ich, dat Gode vom Herrn noch hier in de lebendige Land seinen Wort. Ich glaube dort. Dat ich dat Gode vom Herrn noch hier in de lebendige Land seinen Wort. In Zion wollen wir es mal alle sein. Aber hier, de lebendige Land. Also wir glauben, dass wir nicht wollen zu Tod kommen. Dass wir nicht wollen verspielen, dass wir nicht im Tool wollen gehen. Aber wir glauben, Herr, ich weiß nicht, wo ich da kommen will, aber ich verlot mich auf die. Und ich glaube, dass ich am anderen Seite die noch loben will. In dem Land von der Lebendigen. Du wir noch leben. Das wird nicht hineinkommen mit mir. Und wenn es erst geht, dann sehe ich bei dir. Aber ich will nicht verspielen in dem Tool. Dann du bist ja du. Du wirst mir durchbringen. Wir wollen mit Gott einmal steuern. Hier mein Gebet, o allmächtiger Herr Gott, o Jakob sein Gott, horch nur mich. O Gott, kick uns Schuld, den gesalbten König jens dich an. Ein Tag, in den Verheb, es besser als 1000 als vor. Ich würde lieber bei meinem Gott sein Haus und die der abhassen, was in der gottlosen Häuser wohnen. Das kann nicht sein, weil mir das persönlich ist. Ich sehe nicht dir schon ein bisschen, weil mir das durchklingt, dass wir sollen hier nicht von was wir kann, war ich, nicht in Tilsenburg anfangen und einer fällt sich so, ich zieh da bloß nicht rein. Wo oder was oder woher? Wo wird nicht passieren? Wo soll das sein? Fällt einer sich, ja, ich muss rein zu Wort? Nein, ich glaube nicht. Ich sehe noch nicht so alt, aber dort weiß ich auch gut genug, dass ich nicht so rein fall, nur was. Und doch, Gott hat mich durchgebracht. Und ich verlot mich durch ab. Dort die Anja, was mich berufen hat, dort auch was erfüllen, wurde er mich berufen hat. Er wollte das tun. Und du kannst mich abverloten. Also, bei mir ist das ganz klar, dass Gott mich berufen hat. Und ich kann es verschaffen. So wie ich es nicht verstehen kann, meint das nicht das, wo in anderen Ländern. Das meint hier, dich betüß, in der Kirche. Man braucht einen Sastren Till. Dabei zu sein, die Kirche zu leiden. Das ist mir klar. Und wenn mir das klar ist, dann kann ich auch mutig in Gott seine Kraft wiedergehen. Wenn ich das nicht alle verstehen kann, wird alles was passiert. Aber ich kann nicht Freiheit, das aufzusagen. Ich kann. Gott bemerkt mir das nicht zu tun. Ich kann das aufsagen. Aber das, was ich hier sagt in den 10. Vers. Ein Tag Gott gehorsam sein, in den Druck, was er uns gegeben hat, ist besser als Tausende, der 6 Uhr ungehorsam sein. Und das ist bei mir bloß ganz klar.
Ich kann den Raub auf sein, ich kann das was sein, ich kann bloß, die werden wieder in die Kirche kommen, kriegst du das nicht essen, dort loten Schein gehen und was aller Gott und Fan, dort wird bloß nicht Schein gehen. Wenn ich weit dort, ich würde auch gehorsam sein. Und ein Tag gehorsam sein, ist viel besser als Tausende, die auch gehorsam sind. Also wenn ihr daran denken, wie es Gott geht, was habe ich gewesen, was habe ich für einen Raub gegeben? Wozu hat Gott die geraten? Leider wird viel mehr sein, als bloß der steht da in der Bank Wand zu holen. Wozu? Seid gehorsam. Ein Tag gehorsam sein, ist viel besser als 1000 Jahre gehorsam sein. Wo wir es ein Tag später, das war den 11. Vers sagt, im 12. Vers habe ich den Antwort, wo wir ihn ein Tag später ist. Wie es Gott der Herr als Sonn und Schild. Der Herr gibt Gnade in ihr. Er hält für den nicht gute Treu, der aufrichtig in seine Wege gehen. Wir glauben, dass, wenn wir uns auf Gott verlassen, dass er uns den Weg wird aufmerken. So wir das wollen verstehen und weiten, wo wir gehen sollen. Er sagt, dass er das wird tun. In Sprüche, Kapitel 3, Versen 5 und 6. Wir sollen uns auf den Herrn verlassen, nicht auf unsere eigene Wege. Und wenn wir uns auf ihn verlassen und in alle Stecken durch sein tun, dann wird er uns den Weg aufmerken. Dann wird er uns den Weg weisen, wo wir gehen sollen. Und wenn er das tut, und wir dort nur folgen, nur gehen, gehorsam sein, er sagt, er ist für uns ein Schild, ein Shield, eine Protection. Er wird uns bewahren und abpassen. Er ist ein Schild und er ist auch die Sonne. In den dunklen Tiden, wo das schwer ist, er wird die Sonne sein für uns. In dort Schienen loten, wo das so schien, dass wir nicht sein können. So ein wunderbarer Gott, so ein leibtreuer Gott. Er wird uns genug geben, um dort durchzubringen, was er von uns verlangt. Und er wird auch ihr bringen, nicht für uns abzuheben, aber so, dass wir ihn verherrlichen können. Er wird ihr geben. Nur seinen Namen. Und er wird auch nicht Gott treu. O Herr, da du alles regierst, gleichlich ist der Mensch, der sich auf dich verlässt. Weil wir uns auf den Herrn verlassen, ganz, dann wird er wieder. Weil wir gehorsam sind. Wenn ein Tag besser als 1000 ist, wenn einer gehorsam ist, wahrscheinlich wird es kommen, wenn einer nicht für 1000 der gehorsam wird. Würde aber sehr gut kommen. Gott sagt das. Wenn wir uns anverlassen, er wird für uns ein Sonne sein, ein Schild, er wird uns bewahren, er wird uns wiesen, er wird uns den Weg aufmerken, er wird uns durch ein Tool bringen und er wird seinen Namen verherrlichen durch euch. Wir dürfen dort nicht sein und verstehen, was er alles für uns hat. Wir dürfen mal gehorsam sein und im Guten bleiben. Laten we nog tot beden. Unser liebe himmlische Vater, wir danken dir für dort, wo du durch uns tun warst. Wir danken dir für den Herrn Jesus Christus, durch wen wir genug haben, durch wen wir gerecht wurden und für die Stunden können. Durch die Worte, was er getan hat, sind wir recht vor dich, für die. Dankeschön, Herr, dass unsere Sünden wachgewaschen sind durch den Blut Jesus.
En Herr, we danken die dat niks niet is wat aan ons leven aankomt, wo wir dat nicht, wo die dat nicht sein kann, wo wir nach Martin Dasch gehen. Und die auch nichts nicht laat vor uns kommen, wo wir nicht durchkommen können, wo die uns nicht was rüthalten. So dass du kriegst. Dankeschön, Herr, für das, was du tust. Wir danken dir, Herr, nicht für den physischen Gebet, was wir den zweiten an, aber für die Brüder und Schwestern, die hier taub kommen versammeln. Durch wen wir auch Mut finden. Durch wen wir uns untereinander ermuntern können, abüben können. Und Herr, macht das sein, dass wir nicht allein in unserer Seele, aber in unserem Körper dort wissen dann, was du für uns getan hast. Dass du worken und schaffen und arbeiten darfst. Herr, Dankeschön für den Geist, der in uns regiert. Und da wir das nicht kann, da wir das nicht weiten, Herr, musst du jemand aufmerken. Musst du ihre geistliche Ohren, geistliche Ohren aufmerken, so dass sie seinen hören können, was du von ihnen verlangst. So dass sie auch dürfen frei werden. Und dass sie möchten Mut und Kraft in Christus allein finden. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.